Am Museum zu Täting lief bis den 29. März d'Sneaker-Ausstellung Sneaky Sneakers That's Not Fair. Et belicht Kultur, Geschicht an ökologische Aspekte vu Sneakeren. Den Nullkanal huet dat ganz so geguckt. Zu Täting lief momentan eng Ausstellung organisiert vun der Moi, dem Muse vun der Abecht, a Fairtrade iwwer Sneaker. Am Ufang war geplant eng Ausstellung iwwer Schong am allgemengen ze machen fir allem Abeschong. An nodems ma mat Partner so ze Summe geguckt hun nëtzt du Novemberwer rauskristalliséiert, dat se mat Fairtrade eng iwwer Sneakers mache kennt. Aus dem Grund, weil sie auch gerade an der Kampagne We Think You're Close waren, wo ja hauptsächlich im Fast Fashion gegangen ist, und nun durch das Sujet vom Sneaker wurde am Anfang nach keinen überholen. Was gesagt der Visiteur alles an der Expo? Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass es dann verschiedene Teile quasi abgedeelt ist. Und das geht von der Geschichte vom Sneaker bis rüber über die Kalt, also was am Anfang mittlerweile auch Kultur, die Sneaker-Kultur. Und dann geht es weiter, aber auch, was die verschiedenen Innovationen waren, nachhaltig, aber auch technologisch, weil es auch um Sport schon geht, aber auch über die Arbeitskonditionen und was es auf die Umwelt für einen Einfluss hat, bis hin zu welchen Alternativen gibt, für den bisschen entgegenzuwirken. Also Fairtrade Sneaker allgemein, das wir auf das Label bezogen, da kann ich sich ziemlich sicher sein, dass die Arbeitskonditionen gut sind für die sie herstellen. Es geht aber auch darum, für einfach nachhaltige Sneakers aufmerksam zu machen darüber. Und ich meine, das ist wirklich einfach die Arbeitskonditionen und weil es wen Einfluss auf die Umwelt hat. Sneakers zu klassisch Statussymbole aufgelöst, als in Haut ein starkes Zeichen für Stil und Identität. Zwinter den 70er Jahren an der Skaterkultur, an den 80er Jahren durch Hip-Hop-Kultur sind klassische Modelle wie Vans immer mehr populär gehen und bis heute noch relevant. Also ich denke, für allem sollen sie mal ein bisschen auch über den Ursprung von den Sneakers gehen, das ist ja auch interessant. Also was das Symbol, also dass wir mittlerweile Kultsymbol gehen, für die Geschichte, dass sich auch mit dem Kultsymbol am Anfang ein bisschen beschäftigen, weil die Menschen die wollen einfach Sneaker und sie wissen wahrscheinlich mal gar nicht, wie das alles entstanden ist. Aber für allem natürlich, dass sie sich auch bewusst gehen, was für eine Produktion da handelt. Und dass ein Arbeiter für die Herstellung von einem Sneaker, von einem konventionellen oder von den großen Marken 2 € von einem Sneaker kriegt und die 8 € am Monat verdient. Ne? Und wir dann aber wollen den allerneuesten Sneaker mal einfach nicht mehr an der Küche lassen, noch mal nicht tun. Und ich denke, da muss global Umdenken entstehen für Zukunft, wenn wir mit dem Konsum umgehen.